Sag mal, tust du denn nicht so ein Fankrawall wie Frauensfußball? Drauf wie uns Sonntag und Glock treffen, Stadioningang. Brigitte ist ja immer mit Marokko am Riech. Nee, also ich finde das unsportlich. Oh, das sind ja hellende Töne. Ich würde sowas auch nie mehr Blech gucken morgen. Hier, habt ihr das lest? Der Heute-Mitteltrainer Luca Matthäus wollte noch nicht mal für den zum Training zu kommen. Wo kann sowas ankommen? Mitten in den Abstiegskampf. Ein Profitrainer. Ja, und die Presse schrift natürlich auch bei der 1 Mögliche, ne? Von wegen der Björner Katar-Umknall und so. Das ist natürlich auch nicht schön, ne? Nee, nicht schön. Du, Gegner hin oder her, man Respekt muss werden. Respekt muss werden. Das ist wohl. So was Gemeines, das geht gar nicht. Du, doch fragt er sich schon, was da los wäre, ne? Der nimmt seine Drogen. Der kickt uns so komisch. Das ist so ein Horn von Lego. Ja, das stimmt. Oder Alkohol. Wenn man nicht weiß, sie nö, ist sogar so richtig dick und anschwulen. Ich frage mir immer noch, wo der FC Holtbüttel an dem Kehl das Trennen gekommen ist. Du, will ich so als Ektoverkörper wie ein Baumarkt. Du kickst einfach, wer zu holt und wegloben ist, schnappst den nie. Also, wenn wir aufstiegt hier in die erste Bundesliga und der noch ein Stadion kriegt, der muss sich das eigentlich noch meinen. Willi Dankestadion. So muss das denn nicht. Wenn man nämlich bedenkt, dass ihr eigentlich ich damals das Endspiel 1990 in Rom gegen Argentinien gewonnen habt, der Elbe zum 1:0, das wäre im Grunde ganz allein. Nee, Willi, da verrennst du dir in was. Wo wär das noch? Du hast doch irgendwen irgendwo drappen, oder? Oh, na super, Tillmann. Muttergräm. Das wäre am 7. Juli 1990. Ein Tag für das Endspiel. Du geist das wieder los. In diese Lütte Pizzeria. Bloß 2 Kilometer weit weg von der Castillo de Casillo in Erbach, wo uns Nationalmannschaft unterbrochen wird. Ich stehe noch in Herren-WC an Waschbecken und schier noch so ein Betten rum von wegen kein Papierdücke mit und so. Und du hörst auf einmal, wo achter ihn mich fragt, tröff ich mal. Willi, du hast an den Dach einen Sixpack Moretti-Pilz im System. Du hast an den Dach Italien noch nicht mal gefunden. An den Kasten mit dem Papierdöker den Herren-WC gar nicht zu denken. Und als ich mich umdrehe, so steigt er für mich. Ton antworten mit Hut und Hohe. Echt? Nino de Angelo? Oh Mann. Quatsch, Andi Brehme. Was? Der singt auch? Wahnsinn. Wahnsinn. Mensch, der hat doch einen Tag lauter das entscheidende Tor gemacht. Wenn das sind wir doch Weltmeister geworden, du Fachmann. Mann, Tillmann, das hat doch mindestens 100 Mal verzehrt. Das stimmt. Mehr nicht mal glücklich, du hast die Ohren bloß, du mit Friseur weg, wo ich mit Schnieden aufhören muss. Was hat denn Andi Brehme der Pizzeria in Erbach verloren? Ja, nix. Das ist das ja. Was weet denn ich? Jedenfalls habe ich tegen ihm gesagt, Andi, habe ich gesagt, je heute Morgen den Sieg, das steht für mich fast. Man verspricht mir eins, wenn schon Elbe kommt, schnapp du die den Ball und hau rein, und zwar innen links. Der Matthäus, der kann das nicht, packt das gar nicht, hat gar nicht den Nerven dafür. Jawohl, geht los, sagt er mir. Wascht sich noch in Hand, schüttelt sich kurz gut, dreht sich und geht gut. Einfach so. Jawohl, geht los. Wenn ihr an mich sagt, so hoch als ich hier stehe. Am nächsten Tag schürt Andi Brehme den Elbe, innen links in Eck und wir sind Weltmeister. Der Rest ist WM-Geschichte.